Go to Marius. Dat is een schöne tijd, wanneer het koud is. Ponche kjang. En zo uwes, man en zo Marius matte drinken met ponche. Als er nog gouden je dag, wanneer ze gaan je dat op eenmaal welkom uitving. Dan moet je me bloos eerst nog vragen. Nou zeker. Zeg me bloos je komen en waar ik dan nu luur. Ik weet niet voor zo, maar de koude tijd is bloos eerst wat bijzonder in de lucht dat je schat schijn en zo Marius. Ik wil van jou mijn tijd nemen om 2 vrouwen worden en ik wil bloos ook merken zodat dat eine vrouw is. Er zijn 2 dingen wat man onze rijke mensen er nog uitgebatterd zijn. En dat speelt zich niet zo dat we maar eerst mal eine beschrijving merken van wat het is, omdat we weten, als we daar nu Trouble haben met oder nicht. So, du wordt eigenlijk bij ons gezegd dat we hebben een Aufgabe oder dat dingen zijn onze Aufgaben. En ik wil me van jou tijd nemen om door zo een beschrijving merken en dan dat aan 2 groepen aandelen. So, een Aufgabe is van natuur uit, man kan Christen moet zo slecht en dat zal ook zijn. So, wenn wir een Aufgabe haben oder damit zu tun haben, das erste, was uns fehlt, ist mal zu weten, was ist das, was ist das oder was ist das nicht. Und da tun wir nur 2. Mose Kapitel 20 gehen. Und du so ist das erste Mal, wo Gott dann die Geboten utteilt an Volk Israel. Und die Geboten, die 10, die kann wie besonders das deutsche Volk, wir kennen die all wirklich von Amma auswendig. Aber wir wollen da noch eins, die du einmal lesen. So, 2. Mose 20, und du lesest von Vers 1 und wieder so steht. Du sagst dort, Gott gaf am all diese Welt und seht, ich sie der Herr jün Gott, der jünt aus Ägypten, aus der Sklaverei gebracht hab. Sie dürfen kein Gott haben, bitte mir. Je sollen nicht keinen Aufgabe merken und keine Form schmieden von irgendwas. Und dann auf von dort, was im Himmel boven jünt, oder was von auf der Erde, oder was von an dort, wo da an der Erde ist. Schneid jünt nicht fertig und deint den nicht. Ich allein sie der Herr jün Gott und mit keinem anderen Taub. Ich beschruf der Fuhrers er Sinn und der Kinder bot ab Grootkinder en uw-grootkinder en die jij niet schaffen en blijf terughartig met mijn lijf voor duizenden generationen tot die wat mij goed zijn en nu mijn geboten leven. So, du haben wir den Text, wo du dann die Grundlehre ist für Aufgabe. Der erste Ding, was wir machen dann ist, danach diese 2 Dinge neindeilen, so dass es eine Aufgabe und dann gibt es noch Aufgabe oder der Werk von, ich will das mal Spanisch schreiben von der, das war nicht dann, wo wir hier gefragt waren. Idolatria. Und das sind die Gehirn taub, aber das sind 2 verschiedene Dinge. So ein das der Idolo und ein das der Idolatria. Ein das, da wird angebetet wird und ein ist, wo da angebetet wird. Wir fingen ganz unbedingt ein paar Anweisungen für Worten auf Gott ist. Wer war mal anfangen, nur 2. Mose 20 nur zu sagen, was alles an dieser List verkämpft von, was Gott nicht will haben, was du tun sollst. Nu haben wir mit das Ding schaffen. Okay, so ganz unbedingt das beides, das ist erst was du gemerkt hast. Muy bien. So, eine spanische Klasse, wo wir sagen, das ist ein Substantivo. Das ist ein Denkwort wie anfühlen und sein kann. Das wird gemerkt. Wo kommt der Idee her, dass das was Schlechtes ist? Okay, das kriegt der Punkt. So, am 20 Vers 3 sagt dort, ihr dürfen keinen Gott haben, bitte mir. Wer sagt das? Das sagt Gott. Muy bien. So, ich würde jetzt sagen, das ist der Schöpfer.
de Schöpfer en de Rader. So, de Gott, wo de Welt gemacht hat, dieser Gott hat das Volk Israel uit Ägypten rausgeholt. Und der Gott, der sagt nicht zu dem Volk Israel, jeder wird kein Gott haben, bitte mich. Muy bien. So dann, wenn wir das hier nu, und ich war hier so spanisch handschrieben, in Sustantivo creado, was ist dann nu so ein großer Unterschied mit der Gott, wer das sagt? Der ist ewig und nicht gemerkt. Gut, so wir gehen uit von dort ein Aufgott als unbedingt Auswort, was von Menschen hängt, durchgestellt ist. Und das ist sehr interessant, dort wie man uns ein bisschen anschauen. Und nicht gemerkte Denk, als bloß nicht ein Aufgott. Dort können vielleicht erst ein anderer Trouble sein, mal uns glauben, aber am Grund als dort ein Denk, was gemerkt ist von einem Mensch. So, dort ist bloß der Anfang von, wann wir Aufjäterie verstehen. Dort ist erst ein Gebet, und dann wird dort schon Aufgott gemerkt. Das ist interessant aber, dort diese Aufjäterie wird dann nur noch beschrieben an, wo wir mit einem Aufgott. So, das sagt du so, im Vers 4 sagt dort ist alles ausgeschlossen. Nichts, was im Himmel oder im Wutter oder was immer, das soll nicht nur gemerkt haben, das anbeten. Und dann Vers 5 kommt dann die Liste von den Dingen, was man tut. Schneid nicht für dich und deunt dich nicht. Ich allein sie der Herr Gott und mit keinem anderen taub. Gut. So, was sind die zwei Dinge, was hier so dann nu abgeschrieben worden ist, was das man, wenn man auf Jatarie trifft. Gut. Schneien. Und was noch? Doing. Okay. Wenn wir dann nu losfahren mit der Idee von Aufjäterie, dann soll wir unbedingt die Frage stellen, was ein Aufgott. Ein Aufgott ist erst ein Ding, was von Menschen gemerkt ist, was geschneit wird und gedeunt. Das Schneien wird auch unbedingt beschrieben als ein Anbetungsding. Und Deun meint, ich würde erst was opfern, nicht nur mich verstehen, ich würde nicht von der ersten Tag einen Schub opfern für ein Idolo, aber mein Opfern im Sinne von ein Ding abgeben, um das Ding dann nur sein zufriedenzustellen. Dann würde wir sagen, eine junge Frau, was kann dann nicht alles ein Aufgott sein? Okay? Muy bien. Wat heeft dat nog voor een idee? Wat kan dan onder deze beide dingen beschreven worden als een Aufgott? Okay, sehr gut. So, da würde man gemerkt worden mit der Anstellung, das wir anbeten oder dort wurde ich dort beschrieben. So, die Frau kam her an zwei Ansichten an, oder die zwei Frauen, die ich mal taub beantworten ist. Punkt Nummer 1. Wenn ich mich würde Schlafwechsel antragen, zum nun Begrafenis vor, ist dort auf Jatarie. Nur der Rezept. Okay, sehr gut. So, das habe ich verstanden. Und Aufgott ist so ganz was anderes, als wenn ich mich würde von Büten aus was andauern, zum ersten Mensch, zum gefallen leben, weil wir das mal so starten. Aber die zweite Frage, was noch viel anmerklicher ist, habe ich von der Bibel einen Aufgott gemerkt.
dort wurde wirklich drauf und ja. In Wirklichkeit, sie hat gleich auch durch vorbeigewaschen, dass erst wenn mir wird mit meiner Kleidung oder mit erst so, das dort einmal gleich merken fallen im Sinne von aufjätterdings. Aber wenn unsere Bibel angeführt wird mit der Idee, dass das den aufgeht, das so einmal gleich. Und ich will hier mit uns Taub durch so mit schaffen. Bevor wir durchgehen, weil wir nur Kolosser Kapitel 3 drehen. Kolosser Kapitel 3. Und dann werden wir so noch Vers 5 lesen. Kolosser 3, Vers 5. Also, der Vers 5 fängt an mit dem Wort du wen, das meint, wenn wir zu Christus hier. Dann sagt er, wenn wir zu Christus hier, merkt alles an ihren Tod, was von jener sämtlichen Natur kommt. Die Hierarchie, die Unreinigkeit, sämtliche Leidenschaften, Beise los und Jits. Jits als Krack so aus Jatadein. Okay, so du so bei der List von Jatta vom Alten Testament, kommt im Neuen Testament noch ein Ding mit bei, und dann sagt er, wie kann jitzig sein, und jits als was so damit, wenn dort als Jatta deins. Dann haben wir nu ein Pack. Wir haben erst was ihr merkt das, was wir wollen können uns zu verschneiden oder anbeten und dein. Und dann haben wir da noch unbedingt jitzig sein oder das Anstellung von Habsucht. Namens man dort lekker plottig. Dat sagt wel alles für mich. Und dann mir krijgt nou wat maar doen om dat handschrien, solange ich dat handschrie. Wenn wir uns dann nu de Frau fragen, wo leicht ist das dann nu bei einer Aufgabe zu kommen, soll das dann nu Kleidung halten oder ein Dirk oder nicht ein Dirk oder was immer. Aber dann noch was spezifisch an unserer Bibel, dann haben wir Trouble. So das erste Ding, was ich würde hinter sein, wenn wir die Bibel als Aufgabe haben, dann sind wir so pass auf. Wenn da würde ich unbedingt als Sinn beschrieben. Und ich würde gleich zu vergleichen mit 1. Samuel Kapitel 4. In 1. Samuel Kapitel 4 habe ich eine so interessante Geschichte von der Bundestjes. In der Bundestjes würde ich mich mal ein bisschen parecido handeln mit was wir die Bibel von der Ausschnitt haben. So, die Bundestjes, da werden so besondere Kosten, da werden wir Geld betragen, und da werden die Tiere gebauten werden, da werden Köffel jemand Manna werden, da werden Stock werden, wo dort ausgeluten, wo wir noch werden. Das alles. Einmal das besondere Kosten, die wir in so welche Ding, wieso? Da wir Gott seine jedem Wort machen folgt. Right? So in Samuel Kapitel 4 ist das Volk weit an Sinn verfallen. Und dann fällt die Jungs keine bessere Idee bei, als wir wollen uns die Bundestjes ins Held holen. Und dann wollen wir uns die mitnehmen zurück. Und dann wollen wir gewinnen. Dort wir nicht hin. Und ich kann, weil ich Ihnen sagen, wieso, aber ich glaube, ihr wollt, wieso wir dort nicht hin? Was sagst du, Johann? Die haben Platz, wo die soll sein. Ja, dort ja. Aber wieso wollen die denn zurecht nicht, wenn die das Kosten und du gedacht haben? Gut. Die werden deep an Sinn verfallen. Und die wünschten sich, dass wenn Gott sein Kosten wird sein, dann wird Gott bewahrt. Und ich will es unbedingt für uns von dir wieder reden. Wenn du die Bibel aufmerkst, im Psalm 91, in der Engadin Kasten lagst, dort halt nicht. Das ist arg. Da merkt die nicht gewann. Da merkt die nicht den Krieg gewann. Das ist auf Jadari. Das ist ein Buch, wo beschrieben ist, und du glaubst, dass dort Papierbuch, dort kann die bewahren. Das kann nicht. Das ist bloß ein Buch.
Du kommst wie meestkrak aan. So dat Buch om Papier zijn, ving ik unbedingt krak te vergelijken met de Bundeskästen om Kriegsladen. Wenn dort voll einen Sinn lebt, dann können du dort haben, was du willst. Gott seine Jem wird wir da noch nicht durch. Wenn Gott kann nicht dort Volk bewahren, wenn das Volk Deub und Sinn verschmolten wird. Wenn wir in der Bibel die Wachen anchecken, dann sind wir unbedingt arg. Und dann haben wir ihn auf Gott. Wenn wir glauben, dass das Papier denkt, als was an sich Kraft hat. Da müssen wir unbedingt von wegkommen. Wir müssen aber auch unbedingt die Bibel und Papier bloß und rein bloß beschreiben, als Gott sein Wort. Ich will aber mit Ihnen in Psalm 91 ein kleines Engel lesen, bloß damit wir wissen, was der Unterschied ist zwischen das Papier und das, was das Papier sein wird. So Psalm 91, ich nehme an, die meisten von uns kennen den, aber wenn wir nicht tun, dort sagt du es das. Psalm 91. Wer bei den Allerhöchsten am Schüling wohnt, wird sich bei dem Allmächtigen am Schatten freuen. Der wird zum Herrn sagen, du bist meine Zuflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, ab den ich mich verlot. Heu wird die Sache, ut den jener seine Schlägen rütraden, und auch ut der gefährliche Pestilenz. Heu wird sich die unter die Pflichten nehmen, und dadurch wirst die immer sicher sein. Dort heu so treu ist, als aus ein Charme und ein Schild. Du wirst nicht Angst haben, dort danach, was Schreckliches passieren wird, oder für die Fehlen, die über Tag fliehen. Auch nicht für die Pestilenz, die sich am düsteren Raum schlägt, oder für die Pleuel, die mitten am Tag umbringen. Wenn bei dir auch 1000 und eine sieht fallen, und 10.000 und der rechte sieht, aber dort soll die nicht dich beikommen. Du wirst bloß checken und mit deinen Augen sein, wo der Gottlose gestraft wird. Willst du, die den Herrn, den Allerhöchsten, als Wohnung gewählt hast. Wird über die keine Schuden kommen, und bei deiner Wohnung wird keine Pleuel dich bekommen. Willst du haft seine Engel gesagt, über die zu sein, und die auf all deine Wege zu bewahren. Da waren die ab der Hänge drehen, dort du die Feit nicht und die Steine stats. Du warst ab dem Leib und ab der Schlange stehen, kennen und ab junge Leibs und drücken mit der Feit rumklingen. Willst heu mi gut ist, sagt der Herr, wo ich am uthalten. Willst heu mi nu kommen kann, wo ich am bewahrt. Heu wird mi unrauben und ich wo am antworten, ich wo am Trouble bestehen, ich wo am raden und zu ihren bringen. Ich will am mit ein langes Leben zufriedenstellen und am meine Radung sein Lob. Okay, so, das Psalm ist ein bitterlich schöner Psalm. Der sagt dort, wir können uns das ein Checkelchen bei Gott unter die Pflichten verkrüppen und dann sagt fein. Und dort hielt sich Sonnenschein um. Aber, du hast einen großen Unterschied zwischen dem Papier, wo das abgeschrieben sind, festhalten, aus der Versprechung, wo das Papier uns bringt. Wir wollen gewarnt sein, dass wir die Bibel nicht wollen, den Platz geben, wo Gott allein trifft. Gott ist uns Gott, der die Welt gemerkt hat und der Radung geschafft hat. Die Bibel ist unbedingt nicht die Bibel ist bloß die Botschaft von dem. Und dort sind zwei so verschiedene Dinge. So nicht glauben, dass wenn du eine Bibel auf dem Kommode beim Bad hast, wirst du danach auf einmal nicht einen Herzschlag kriegen. Das ist nicht die Idee. Die Bibel ist bloß die von den allmächtigen Gott vertraut. Das ist unbedingt ein großer Unterschied. Sag mal, demütig genug sein und unbedingt sagen, weißt du was, wenn ihr auf einmal mich fängt, dass ich die Bibel auf dessen Staubhandstall aus dem Aufgott, dann soll mir gewarnt sein, wenn Gott es gibt sich, mit wer Gott ist. Und du wirst nicht unerkennen. Dann kommt die Frau, ist die Bibel dann nicht heilig? Das ist nur, was wir mit dem Wort heilig nennen. Wenn wir heilig sein, das ist ein so besonderes Buch, unbedingt. Die Bibel ist nicht ein Buch, so als alle anderen. Die Bibel ist zu sie gesagt, in dem Sinne dort, die Bibel ist bloß eigentlich besonders ein apart gesagt.
wird Schlechtes passieren, wenn du hast eine Bibel verbrannt? Nee, unbedingt nicht. Wie ein Dutzend Papier. Und ob es dort vielleicht mit Pfannig fällt, ich glaube unbedingt nicht, dass du alles was können wir artig sein. Dort danach war, die Papierbrücken an Destruktion noch war, die Frau, als die Bibel aufgehört für die geworden oder nicht. Wenn du bloß ein Papier hast, wo die Botschaft jaft, dann knutsch es auf, besorg die eine neue Bibel, dann was war er fort. Bodet nicht. Kein Schlechtes kann uns passieren, wenn wir mit einer Bibel vielleicht sind, eigentlich gefahren. Und ich kann Ihnen hier eine kleine Geschichte erzählen, was ich will. Mein Vater hat eine sehr wertvolle Bibel. Und da wir immer den seine Bibel. Und ein Tag wieder fort, und dat wir so fram, wenn mein Vater verbessert, nie nicht erst hat. Und den dat maar auch eine Ehe jäckern, wenn die wirst bet so. Ich verbessere nie nicht, was ich nach meiner Bibel verbessert. Jörn Luther fing wie die Bibel zwischen den Truck seine Cab und den Box dazwischen gerutscht. Und du wie am Balten, und der hat auch die Bibel da gebaut mit das Gerät. Wir sind schon mal eigentlich gefahren mit dem Truck. So, nee, ich glaube nicht, dass die Bibel heilig ist im Sinne von, wenn die Bibel mit verknutscht ist oder du beim kritzelst, dann lässt du Gott weiter an damit. Das ist ein Buch. Das Buch wird uns Gott sehen wollen, wieder redet, aber nicht. Da ist nicht was Besonderes in dem Sinn. Wenn wir dort ein klein bisschen mehr über wollen sein, ist, wieso wird dann uns das empfindlich? Empfindlich heißt die Bibel zu beschreiben aus dem auf Gott, wenn du es für einzelne Menschen man so schmaler Strick zwischen, was die Bibel tut und was die Bibel ist. So, ich will mit Ihnen 5 Punkte bechecken, von wo wir sollen an die Bibel nachchecken. So, dort war wieder das erste und 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16. Wer will du lesen? 2. Timotheus 3, in die 10 Jahren, Vers 15 und 16, taub lesen. Sehr gut. So, am Punkt Nummer 1, der Schrift hat einen sehr besonderen Wert. Da sagst du so, dass wenn wir von klein an mit der Schrift bekannt sind, was kann der Schrift für uns tun? Den Wegweisen nur Radung. Und das ist nicht eine kleine Sache, das ist eine große Sache. Also die Bibel, die predigt uns Radung. Wir glauben ganz unbedingt als Missionszweig, wir haben dort sogar in unserem Glaubensbekenntnis geschrieben, dass wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass wir das nicht aneckern. Und ich glaube, das ist wichtig und reich. Die Schrift ist eine Botschaft, was uns die Botschaft ja von wo wir geraten wird. So dann wo wir sagen, dass die Bibel als Buch ist nicht ein Menschbuch oder ein Buch, das ist ein Buch, was an Gott angefangen hat und das ist ein Buch, was uns Gott seine Radung durchsteht. Das Wichtigste, was ich finde, was du in 2. Timotheus 3, Vers 15 und 16 fing, ist, dass der fängt an Gott an. Also wir sagen, inspirada por Dios. Das zweite Ding, was wir wollen von der Bibel uns rüberheben, das fingen wir in Psalm 119. Der ganze Psalm 119 fehlt für uns von der zu lesen. Wir waren aber nicht, so wir waren Psalm 119, Vers 130 lesen. Wir haben mal duell können hier lesen. Psalm 119, Vers 130.
Sehr gut. So, der ganze Psalm 119, der prägt uns, dass durch die Bibel, also durch Gott sein Wort, wird Gott offenbart wird. Also, hier so kommt dann ein interessantes Ding am Schwell. So, wie kann Gott nicht, wenn wir Gott nicht sein, wie kann Gott nicht sein, mit der Übung, die wir von dir haben? Wir wollten, dass Gott hat die Welt gemerkt und sogar dort weit, wie wir in Gott sein Wort uns dort gesagt haben. Die ganze, die ganze Offenbarung, was wir von Gott wollten, von dessen Gott, der wir alles gemerkt haben, die kriegen wir durch die Bibel. Da meint so viel, dass wenn wir wollen Gott kennenlernen oder mit Gott bekannt werden, der einzige Weg, was wir haben, ist die Bibel zu lesen. Und das wurde dann darauf ankommen. Sehr viele Menschen, die leben ihr ganzes Leben ungeschmiert, wenn sie sagen, ich glaube an Gott. Und die legen sich selbst vor, wenn ein Mensch wird an Gott glaubt, der liest die Bibel mit der Einstellung, dass durch das Buch, wo ich den Gott, an dem ich glaube, kennenlernen. Du hast kein anderer Weg. So, wenn wir wollen drin sein mit der Bibel, wir können Menschen immer weiter sein. Glaubst du an Gott? Dann, wenn er sagt, ja, dann fragt er, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Dann sagt er, die 3 Jahre drin, dann sagst du denen, dann hier hat man die Salz verliehen, da die Salz den gefallen, und studiert an, ja, mach nur halb was. Wenn man an Gott glaubst, dann musst du die Bibel lesen, wenn das der einzige Weg, wo wir den allmächtigen Gott kennenlernen, du hast keinen Weg rum. Das, was die Bibel ansagt. Und das schränkt das ammerlich. Wen, da meint so viel, dass die Bibel ist, gerasslich so besonders. Das meint, dass die Bibel ist nicht bloß das Buch, die Bibel ist das besondere Buch. Dadurch wohnt der allmächtige Gott sich offenbart. Wir lesen wieder im Psalm 19, nicht 119, Psalm 19. Wer will diese lesen? Psalm 19, Vers 10. Gut, nu noch Vers 11. Sehr gut. So, der dritte Punkt, was wir haben hier durch den Psalm ist, wie viel wird als die Bibel? Sehr gut. So, ich will hier Gold handschreiben und bei ihr weten, was du dann meint. Die Bibel von sich selbst sagt, dass Gott sein Wort, Gott seine Offenbarung, als mehr wird, ich lese im Vers 11 noch einmal, der sagt mehr wird aus Gold, ja, mehr aus viel echtes Gold und Säuter aus frischer, reiner Honig. Das ist so ein besonderer Mann, der hat ein solches Träg gelebt, also bis 40 Jahre Träg, der heißt Cameron Townsend. Das Mann, der wir sehr besorgt am Evangelisation. Und der kam hier in Mexiko, im Süden, und der hat kleine Papiertjes, wo die Bibelversen abgeschrieben sind, und dann teilt er die ut. Und der hat die ganz rechte Worteinstellung, der brennt vier zum Evangelium wieder geben. Und dann kommt er in Indien von der Boy, die Arm vorbei, und dann jaft er den ein Papiertje. Und dann sagt der Indien zu den, hast du gleich so ein Sort an meine Sprach? Und dann sagt Kamerun zu denen, no, ich kann nicht. Und dann sagt er, wenn dein Gott so groß ist, als was du sagst, dann soll dein Gott auch die Kern so ein Papier geben, wo ich lesen kann. Der Mann, der packt seine Sachen taub, verträgt nur stets, der bet und der sagt, Gott, weißt du was, dein Wort ist heilig, dein Wort ist mehr wie das Gold.
ik wil mijn leven aangeven om de Bibel even zeggen. De man heeft een organisatie gegründet en de han bad van jou so bij 1200 Sprachen Bibelübersetzungen gemacht. Von Mexiko ganz bis in Amerika. Und meist alle indianische Sprachen, wo das ja, hat die Organisation der Bibel übersetzt. Das Psalm 19 ist die Organisation ihr Motto, wo du sagst, du hast kein Ding. Wird voller aus der Bibel. Also, wenn du Gott sein Wort ist, dann mal wieder bekannt mehr. Ich glaube unbedingt, dass die Bibel als Bücher gewöhnlich so viel wird. Und wir betrachten die Bibel für ein billig. Nicht nach verstehen, dort Papier, dort Buch, dort ist nicht unbedingt dort Gold wird, dort wo du sagst, dort wo du Gold wird ist. Dort ist die Offenbarung von dem lebenden Gott. Dann haben wir Hebräer Kapitel 4, Vers 12, den 4. Punkt, wo ich von der Hand will, wo dort sagt, links von meine Bibel noch Hebräer hat. Ja, Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Wer würde dort gleich zu lesen? Hebräer Kapitel 4, Vers 12. So gut. So, Hebräer schrift uns Gott sein Wort. So, du musst wir unbedingt dann nu den Unterschied tragen, dort im Berg ist nicht schwert. Well, so, wenn dort nu noch nicht klar wie wohnt, dann nu dort weg ist, dort ist dort Wort, dort ist nicht dort Papier. Aber einmal, hier sagt es, Gott sein Wort lebt und ist kraftig und scharf aus der schwarze, doppelt schneidende Schwert. Und schnitt durch, bei dort Säul und Jes ut neundelt. Und Gliedern mag freilich. Dort Wort rechte Gedanken und Anstellungen am Hort. Also ganz unbedingt ist Gott sein Wort, was wir mit dort Wort Bibel beschrieben, ein so ein besonderes Ding. Kraftvoll und mächtig. Dort so besonders, dort sogar Gedanken und Einstellungen am Hort entscheiden kann. Also, Gottes Wort ist lebendig. Die Bibel, Gottes Wort, ist besonders. Dann haben wir frisch unseren Text, was wir bekickt haben, in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15, wo dort sagt, dort die Bibel ist die, wir uns Radung bekannt merken det. Und wenn ihr dort gemacht habt, dann kannst du zweimal das selbe Ding angestellt. Und das wäre nur das Wichtigste, was ich fing, von der Bibel zu reden. Radung, Belehrung, ist das Ding, nur was wir alle nur sehen. Wir haben ein Verlangen, ob ein sehr gesünder oder ein bisschen schwacher, aber ich glaube, alle Welt haben Verlangen, nur Radung und nur zu weiten, wo reich zu leben. Du hast bloß das empfindliche Ding, was passiert, so leicht passiert, wenn wir uns an die Bibel festhalten und festklammen, dann werden Menschen sich abregen. Wir haben ein so dummes Ding, was so leicht passiert, dort der wir hier hängen im Konsul steht, der Janker zu sagen, in eine Meinung zu sein, da aus die Botschaft zu bringen, was die Bibel bringt. Und du, wenn die von uns, die mit der Bibel oder nur Freund sind, wie
stoßen einmal, oder nicht einmal, aber reich ihre Mal mit dem Spruch, wo du sagst, der Mensch muss zu Gott kommen, der kommt Gottes Wort zu horchen, nicht deine Meinung. Das war so, du so leicht was von der Bibel gerät aus dem Aufgott. Wenn dort jaf Menschen, und ich will unbedingt uns portalen von den Menschen, wird unbedingt, da wird Gottes Wort einmal weggeholt aus einer Menschenmeinung. Und wenn wir das wollen tun, dann wird es sich unmöglich fallen, wenn dann hat die Bibel auf einmal diesen sehr besonderen Platz, wo wir dann aus Gott seine Offenbarung sehr, sehr wertvoll, wird gewassen in Gedanken hineinteilt. Und danach, über alles, die Botschaft ist von Radung und von Belehrung. Dort jaf eine Sensation oder ein Eindruck von, wow, die Bibel, die ist mit so viel wert. Und die soll sein. Die Bibel soll den Platz haben, wo kein anderes Buch hinpasst, weil die Bibel ist die Offenbarung von ganzen Gott, Radung und Verdammung. Am zweiten Teil von was wir mit der Bibel ist dann, wo brauchen wir die dann reich? Wo sollen wir dann mit dem Buch reich umgehen, was wir gerade beschrieben haben? Der erste Ding, was wir dann sollen, ist, die lesen und die studieren. Wenn wir Johannes Kapitel 5 lesen, so redet Jesus mit diesen so besonderen Menschen, was wir über dem all auf Bibelstellen haben kennengelernt. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 4, Vers 39, was so besonders ist. Wer will das lesen? Sehr gut. So, je Segen an der Schrift will die Gemeinde, wenn das euer Leben zu haben. Das ist eine sehr gute Einstellung. Jesus beschreibt hier, was das Männer tun, und er beurteilt dort als gut. Also, je Segen an der Schrift, das ist eine gute Beschreibung. Wenn du bekannt kannst sein, für die wir an der Schrift siegt, ich würde mich freuen, wenn das passiert. Wenn erst die wel beschrieben sein, die in der Bibel ist auf Gott und der meint damit, dass du bist bloß einmal während einer Bibel, dann lut uns sterben. Dann ist das bloß das rechte Wort gebracht, um das beschrieben. Wenn sich über die steht, dass bei der Bibel ein alles ist, und die sagt, die Bibel ist die auf Gott, dann sei wach mit, ich bete nicht die Bibel an. Ich sehe in der Schrift, wenn der Schrift redet von Jesus. Und das ist das einzige Weg, was mein Jesus kann. So, wenn wir uns so etwas anschauen, Jesus ist 2000 Jahre träg auf ihr gewesen. Du hast kein Weg Raum für uns, bitte, die Bibel. Also, dann werden wir uns an die Bibel festklammern, wenn Jesus selbst sagt, an der Bibel fingen wir an, wenn die Zeugnis von ihm. Jakobus 1, Vers 22 ist dann der zweite Teil. Jakobus 1, Vers 22. Wer will dort lesen? Sehr gut. So, das erste haben wir hier auf unserer Liste an der Bibel siegen. Und dann das zweite haben wir dann tun. Das ist so interessant, wie viele Menschen eine Bibelerkenntnis haben. Und ich bin einer von denen, die ein paar Mal erst ein bisschen Stamm geworden. Wenn ich mich mit Menschen getroffen habe, dann fällt es mir so,
der kann die Bibel auswendig. So ich geschafft in Gefängnis. Und dort ist ein sehr interessanter Platz zu schaffen, weil Gefängnismenschen sind was eben besonders. Die haben eine neue Zeit, was wie bittere Gefängnismenschen für nicht haben. Und zweitens, meist immer ist im Gefängnis der einzige Zeitvertrieb lesen. Also, das ja im Gefängnis so viele Menschen, die bitte eigentlich so viel Bibel lesen. Und das ist dann noch mit einer Ursache, wenn erst schon Bäcker kommen für nicht in Gefängnis nennen, aber die Bibel wird durchschnittlich in unserer bekannten Welt einmal aus dem Goldbuch sein. So Bibeln können also viel im Gefängnis führen aus einer Welt, wo wenig mal erst wird wenig gesagt wird. Also dann wir mit einem Mann in einer Spazier und dann verteilt er mir das ganze Pack. Also er kann Gott, er kann Menschheit, er kann der ganze Strip. Und dann, wie du ein alter Prediger mit mir taub, und dann sagte er diesem Mann, die Bibel ist unbedingt, so wird voll zu weiten. Die Bibel fehlt aber noch unbedingt das zweite Ding. Die Bibel fehlt zu leben. Wir können nicht behaupten, dort wie die Bibel den rechten Platz geben, weil wir die Bibel nicht ausleben. Hier ist, wo das uns alle trifft. Wir sind über dem all wirklich in Schwung mit Bibel lesen. Sind wir dann aber auch in Schwung mit der Bibel leben. Das sagt in Jakobus 1,22. Jemand aber tun, was sagt, will es bloß horchen, regt nicht tau, das schmerjigend Salz an. Wer da bloß hiert und nicht tät, was dort sagt, der ist aus ein Mensch, der sich am Spiegel bekickt und dann davon geht und Fuß verjagt, wo dort am Glück sagt. Und dann jaftet du noch mehr Beispiele. So, das zweite Ding von der Bibel schaffen oder mit zu tun haben, hat zu tun mit Gumoldon. Dann werden wir noch ans dritten Punkt gehen, von wo bleibt wie die Bibel reich. Da finden wir in Psalm 25. Psalm 25. Vers 9. Psalm 24, Vers 9. Ich will anfangen, im Vers 8 zu lesen. Du sagst, das ist das. Der Herr ist wunderbar gut in ihr Reich. Du wen, wies hei de Sünder trag ab den Weg. Der Demütige haupt hei dort rechte zu fing und liet dei seinen Weg. Das dritte Ding, was unbedingt bei unserer Lest von wo ich mit der Bibel beschrieben kann, ist Demut. Wenn wir uns die Lest einmal vom Buchen bechecken, Jesus sagt, sieh keine Schrift, dann wir doch gut tun. Les mal die Bibel. Erster Schritt. Punkt Nummer 2. Da mal was damit. So ist zum Beispiel, wenn wir die Frucht vom Jäs lesen, und dort sagt du, dass ein Christ soll bekannt sein für geduldig sein. Bist du geduldig? Wenn du umwut ja ist, gewinnen dann bist du auch mal, wenn du umwut nee ist, dann gut du mal was mit. Dann, am Vers 3, am Punkt Nummer 3, sagt dort, der Demütige hat hij dort rechte te ving en leert hij seinen Weg. Wo seid ihr mit den Einstellungen, wenn du es gesagt hast, dann was gut down, und dann, du meint dann nur noch Tauschstuhlen, dort ich artig sie. Und dort zum Park, wo wir unbedingt alle mit Schwach haben. Wir gleichen die Bibel. Wir gleichen so die Geschichte von Weihnachten und dort jetzt so schön Jingle Bells singen. Aber wenn wir die Bibel studieren und du alle Arten von Tag haben von, hey, da muss das, da muss das, da muss das nicht. Sei wir dann mit der Anstellung zum Guten tun. Und sei wir demütig genug zum sagen, hey, ich mache einzige Dinge bloß so, wo sich andere.
Den Punkt Nummer 4, den traf uns alle. Dat sagt an 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2, so steht. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2. En ik wil bij den Einddoze lesen, um uns die Anführung merken, was dort dann sagt. Dort sagt in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2, so steht: Für Gott in Christus Jesus, der die Lebende und die Dode rechten wird, und der uns ständig mit seinem Recht kommt zu herrschen, ermahnt ich die ernstlich. Predigt dort Wort, of de tid rakas oder nicht, vermoen en drijf, aber blieb du bij geduldig. Sprek aan Motto, dat zij du daar wat leert. Wil zo wat eine tijd komen en die zij de gezonde leer niet meer vertrouwen en ze worden zich leerders anschaffen, die zo leren als aan wat gefällt, die aan bloos nog de oren kittelen. Ze worden er de oren van de waarheid wegdrehen en luiven nu als je geschichten horchen. Der 4. Punkt, was hier unbedingt beimacht, als Lehr. An diesem Punkt sind wir alle ziemlich schwach. Und ich teile mir du selbst unbedingt mit an. Wann ist das letzte Mal, wo er sich von uns hat, bloß mal gesagt, hey, könnt mit die Top mal die Bibel lesen. Dat is veel spannender als een WhatsApp-status en link aanstaan. Wen dan meint dat ik moet doorzichtig zijn met mezelf. Meine sagt, das tritt ja hier nicht, aber das ist mir ungefähr. Die kommt nicht mal zur Bibel stehen. Und danach, wenn er sich entschlossen, dass du ein einsamer Mensch, der sich nicht zur Bibel stehen will, und sie wollen mit der Top Bibel lesen. Wir haben eine große Abgabe für uns, wenn wir die Bibel wollen, den Platz geben, wo die Bibel traf. Wir sehen in der Bibel, wir tun, was die Bibel sagt, wir demütigen uns, wenn wir ehrlich sind. Und den Punkt Nummer 4, dann gehen wir die wiedergeben. Dann zum Topvoeten van wo gebruik ik de Bibel als Psalm 119, vers 105. Psalm 119. Vers 105. Dort sagt du es jetzt. Dien wird als eine Lampe mit den Weg zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Wenn wir erst die Feuerdinger im Grund haben, dann werden wir uns bloß noch bewusst sein, dass die Bibel als uns Wegweiser für das Leben. So zum Beispiel, wenn die Bibel sagt, wir machen Gott mehr gehorsam sein als Menschen, dann muss mir dort reinkriegen und sagen, was meine Brüder, meine Schwestern, meine Mama und Papa, meine Großmama von mir hält. Dann das, was die Bibel sagt, dann sich weich. Ich glaube, wir müssen aufpassen, was wir mit der Bibel birgt. Wir wollen unbedingt nicht in die Gefahr fallen, dort Buch anzubeten auf Gott. Ich glaube aber, wir sind noch ziemlich weit oft davon. Wir sind am guten Weg, uns diese Feuerdinger zu lehren. Wenn wir Bibel studieren, so dort Stift. Und wenn nicht studieren, dann wenigstens lesen. Solange wird Gott uns der Sinn heilen, die Bibel oben wird und wir in Läuf voll mit der Bibel, und wir müssen nicht mal abhören, mit der Bibel zu lesen. Wenn wir uns fernnehmen, dort jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen und wieder erst was fängt, was ich tun soll und noch nicht tue, dann geht das mal.
Und die Bibel, die unbedingt Sinn verhält, da war uns Däumütchen, da war bloß uns Leben verändern, nur Gott sehen will. Dann, weil wir dort, wo wir wollten, von der Bibel wiedergeben. War mal die Bibel predigen. War mal mit den Arbeitern, mit den Compañeros, mit wem immer das mag sein. Und stop Doel sagen und sagen, hey Jungs, ich habe das Werk dit geleerd und ich will das hier auch weiter. Und dann, weil wir uns bis noch bewusst sein, dass unser ganzes Leben soll beherrscht werden von Gott. Wenn der Psalmist sagt, dass Gott sein Wort als das Licht auf unserem Weg, wenn du für eine schwierige Entscheidung stehst oder für das oder das oder jemand, lese die Bibel. Das ist das Licht, was uns fehlt, um uns den Weg zu weisen. Möchte Gott uns genug schenken, den Unterschied ganz klar zu stellen. Wir beten keinen anderen an als Gott allein. Wir knien uns für keinen mit Gott allein. Wir geben bloß Gott allein die Ehre für alles und für immer. Aber wir sind uns auch bewusst, dass wenn wir wollen Gott kennenlernen, dann ist es ein Weg. Das ist Gott sein Wort, was du offenbar ist, was du auf dem Papier geschrieben hast, wo wir lesen können. Und da werden wir dann mit Frieden tun, werden wir auch beten. Vor dem Himmel, möchtest du für immer uns Gott sein, heilig geholt und zu sie gesagt sein, wenn du allein bist Gott. Wir beten, dass du uns was bewahren für die Bibel als Buch, der rechten Platz geben. Wir wollen die Bibel aus dem Wort annehmen. Und wir wollen die Wort annehmen als der einzige Weg, wo wir die kennenlernen in uns Leben hier auf Erde, reich leben. Wir danken dir für die Radung, was offenbar ist durch dein Wort. Und wir beten von dir am Kraft, dass wir wollen dort wiedergeben an unsere Mitmenschen. Möchtest du uns brücken können, zu mehr Menschen erreden für dich. Dort beten wir in Jesus' Namen. Amen.